Ich begrüße dich ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Film läuft. Aber wenn euch das Format gefällt, dann denkt dran, ein Like dort zu lassen, zu abonnieren und auch zu kommentieren. Wir sind endlich mal ein neues Suicide Squad begleitet gehen. Hallo freuen sich natürlich. Haben wir endlich eine gute Verfilmung von dieser Comicreihe gekriegt oder ist sie genauso egal wie auch den nächsten? Das dann noch viel mehr, seht ihr hier bei Film läuft. Et steht eng wichtig Missionen und zwar von nationaler Sicherheit. Dazu muss ich aber sagen, dass nicht gerade mat gerechen könnt, dass ihr an engem Steck oder sogar Liewegem könnt. Aber wat für Leute gingen dann du wohl besser auf kommen wie die größte Supervillains aus dem Bell Reef Prison. Nachdem es an die Richtkandidaten herausgesicht gouf, kriegen sie nachher Klänge Sprengsatz und Genick implantiert. Aber nimmer für den Fall, falls auf die Idee sollte kommen, ob Faustlast zu zählen. Hallo wo als Helden alle gute Brett sehen, mischt sich als Suicide Squad op de W und zwar op Insel Corto Maltese, die von einem Diktator beherrscht wird, den und enger Waffe forscht, die ziemlich gefährlich zu sich schenkt. An ob als Team mit packt heraus von der Wertdole op der Insel für sich geht oder ob sie sich sogar vielleicht selber um den Hals gehen, dat gesehen alles am Kino mit Suicide Squad 2. Endlich schon mal Suicide Squad kriegt enorm Spaß mich zu gucken. Aber am Regisseur James Gunn haben wir wohl die richtige Mann auf der Platz gekriegt, weil hier nicht schon so oft bewiesen, dass er der richtige Mann für Comic-Verfilmungen ist. Den einen oder den anderen werde wahrscheinlich nach erst den zwei Guardians of the Galaxy Filme kennen. Und noch bei Suicide Squad bringt den hier eine Portion Humor mal daran, für das das Ganze doch funktioniert. Mir das konnte ja auch schon bei Marvel machen. Wir werden Heilo nachgemacht, als die eine Portion Gewalt als Blätter mal dann das ganze Thema heranzuholen. Ich meine ganz ehrlich, das ist einfach genau das, was wir von einem Suicide Squad erwarten. Okay, zur Story kann ich sagen, sie ist nicht enorm anspruchsvoll, das ist halt mein Mittel zum Zweck. Es gibt sich auch nicht damit beschäftigt, für alle Charakter eine riesige Background-Story zu erfahren, die haben nur im Endeffekt sowieso keinen interessiert. Mir hat hauptsächlich den Fokus auf die Interaktion zusammen mit den Charakteren gelegt. Und das ist auch genau das, was diesen Film so interessant macht. Alle Charaktere sind unikat und sie zusammen agieren zu sehen, als einfach nur eine Erhaltung pur. Und das leid nicht nur in Dialoger, mehr auch in einer fantastischer Besetzung. Natürlich schon mal hier Margot Robbie, wer Harley Quinn spielt. Ich meine, dazu muss ich nicht viel sagen. Hat passt einfach wie tauscht ob die Rolle. Das Problem war halt immer nur, dass die Filme, die rundherum gestreckt wurden, nicht immer so super waren. Mir schmengen High konnte seine Rolle auch mal endlich an einem richtig guten Film ausleben. An den Sänger seid wir hier nach den Idris Elba, den der Bloodsport spielt. Ich kann den eigentlich so gewählt sagen, dass ihn den Hauptcharakter von der ganzen Szenerie ist. Und ich ging so, dass das super gut umgesetzt wird. Martin hat eigentlich super gut gelungene schmule Grad zwischen witzig, politische Momente, aber auch ein bisschen wie echt Momente zu machen. Und noch ein anderes Beispiel wie heute John Cena. And his name is John Cena! Der wie ich fand eine souveräne Leistung aufgeliefert wird. Hier spielt heute Peacemaker und zusammen mit Idris Elba ergibt sich eine fantastische Kombination. Die ewig physisch, aber auch verbal Kampf zwischen den zwei, wen der lo die bessere Kämpfer ist, sind einfach nicht mehr super. Mir lohnt noch zu meinem absoluten Favorit an dem Kader, und zwar dem King Shark, der von keinem anderen gespielt wird wie dem Sylvester Stallone höchst persönlich. Trotz dass er nicht ganz viel zu sagen hat, also gewonnen Apps zu sagen hat, also nicht enorm hilfreich. Mir schon mich zum Schluss vom Film gefreut, wie ihn nicht fertig bringt, so ein brutaler Charakter gleichzeitig so sympathisch durchzustellen. So geht es leider weiter nicht ganz viel zu dem Charakter zu sagen, außer dass ich all 10 mit dem genossen. Ich meine, wenn ihr den Film werdet gucken, werdet ihr das ganz verstehen. Ich schon ein bisschen Gefühl, dass den James Gunn ein bisschen ein Fable dafür hat, Charaktere nach Filmen durchzustellen, die nicht ganz viel zu sagen haben, aber trotzdem eine gehörige Portion Sympathie mitzustreuen. Mir was soll es? Hauptsache tut ich Spaß dabei und ich ging so, dass das sogar das Wichtigste bei einem Film, den eine Laufzeit von 2 Stunden und 12 Minuten wird. Hier hat für mich eigentlich mal alles gestimmt. Ob es von der Optik oder von der Besetzung ist, es hat ihn einfach eine super Zeit am Kino. Weil auch die Special Effects war für mich richtig gut gelungen, weil die Splatter-Momente waren richtig gut herausgekommen. Also von daher eine komplette Empfehlung von mir für Suicide Squad 2. Es ist ja nicht immer ganz einfach mit den DC-Filmen, mehr haben uns eine Punktlandung gekriegt. So, mir das war doch schon einmal das Episode. Wenn euch das Episode gefallen hat, dann denkt man schlicht ein Like dort zu lassen, zu abonnieren und auch zu kommentieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Suicide Squad 2. Robert Dubois. He's in prison for putting Superman in the ICU with a kryptonite bullet. I'm not joining your Suicide Squad. We'll see. My court date is coming up. And Miss Waller said maybe you could help me out. You're flexing in my door! Everyone stand down. Miss Waller, I don't... Stand down!
I wouldn't take such extreme measures if this mission went more important than you could possibly imagine. Are you in or out? Good. Let's meet your team. It's okay, I'm not okay. Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities. I need to feel the raindrops on my head, on my head. Hey guys, sorry I'm late. Had to go number 2. Good to know. Is this thing a dog? A dog? What kind of dog do you think it is, mate? I'm gonna go with Afghan Hound. Oh my god, is it a werewolf? Yo, they sent me next to a werewolf! Yo, let me out! Hey, he's not a werewolf, okay? He's a weasel. He's harmless. I mean, he's not harmless. He's killed 27 children, but, you know. Your mission is to destroy every trace of something known only as Project Starfish. Any questions? Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? No. No. All right. Let's get it. This is suicide. Well, that's kind of our thing. I'm a superhero! Where's my dad? I'm gonna get you out of here alive. I'm going to get you out of here alone. Ratatouille, what do you got? Bird. Now, it. Stay off the comm.